Weihnachten ist vorbei und somit auch die Schonzeit für die katholische Kirche. Darum haben wir uns von Döville dazu entschieden, eine ganze Spezialsendung nur über den Vatikan zu machen. Und wir finden, der Ombudsmann sollte unbedingt wieder mal eine Sendung von uns schauen. Viel Spass! Und alle Katholiken schon mal Entschuldigung. Das ist Döville. Heute mit einem Vatikan-Spezial. Als Gast bei uns im Folium der Michael Mittermeier und der Gabriel Vetter. Und hier ist er, der Dominik Döville. Guten Abend miteinander. Hallo. Hallo. Guten Abend. Hallo. Hallo. Guten Abend. Hallo. Hallo. Bitte, hallo. Hallo. Schauen wir mal. Schauen mal. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu der Sendung, die heisst «Wie mein Vater, Sohn und Heiliger Geist». Döville aus dem Folium in Zürich. Heute ganz im Kreuzzeichen vom Vatikan, im Zwergstaat mit Heiligenschein, der letztes Jahr übrigens 90 geworden ist. Und bevor sich einige von den Zuschauern schon wieder empören, dass wir jetzt nur wieder uns lustig machen über den Vatikan und den Papst, kann ich beruhigen. Nein. Über was auch? Über was haben wir sich lustig machen? Über seine Macht, sein veraltetes Programm, seine Scheinheiligkeit, seine Faszination oder seine latent homoerotische Ausstrahlung? Das ist doch für uns nichts Besonderes. Sorry. Wir arbeiten beim Fernsehen. Ja? Also, der Vatikan und die katholische Kirche sind jetzt nicht wirklich schräg als der Leutschenbach und das SRF. Ja? Ja. Die Kirche hat Jesus und Bergpredigt und das SRF hat Nick Hartmann. Ja, zum Beispiel. Die Kirche hat das Fett für, SRF hat Glanz und Gloria. Ja? Nein, Kirche und SRF ist beides gleich schlimm. Nicht ganz. Von der Kirchensteuer kann man sich befreien. Ah, das ist aber weil die beiden, jetzt kommt etwas, das ist wirklich noch interessant, weil die beiden sich so ähnlich sind, hat die SRG der katholischen Kirche angeboten, eine Leitlinie aufzustellen, was Satire im Schweizer Fernsehen gegen Kirchen angeht. Ja? Sozusagen, dass man sich nicht einfach schamlos über die Kirche lustig machen kann. Das ist wirklich wahr. Und man hat vereinbart, hat das angeboten, kein Witz. Man darf keinen Witz machen über die 7 heiligen Sakramente. Was passiert, wenn man das missachtet und gleich darüber den Witz macht? Kommt der Teufel unsere Seele über? Nein, viel schlimmer. Der Ombudsmann. Wirklich. Und das wollen wir nicht. Und deswegen haben wir genau peinlichst darauf geachtet in dieser Sendung. Kapi, was sind die 7 Sakramente? Also die Ehe. Oh shit, das ist jetzt immer am Arsch. Gut, okay. Du kannst keine Vatikan-Sendung ohne Ehe-Jokes machen. Das geht nicht. Aber erzähl weiter, was sind die restlichen 6? Ja, Taufe, Firmung, die Eucharistie, Krankensalbung, das Weihsakrament und Beichte. Aha, das sind's. Das sind die 7 heiligen Sakramente. Nicht zu verwechseln mit Traufer, Göllen, Bachelor, Klimaleugner, Internet-Troll, Gnos und Rollenköhle. Das sind die 7 Exkremente. Das ist etwas anderes. Aber es ist ja noch lustig. Im amerikanischen Fernsehen hat es ja auch so Wörter gegeben, wo man nicht Witz darüber machen durfte, wo man nicht sagen durfte. Das sind bis 2010 das gegolten. Das sind die 7 Dirty Words, die man nicht im Fernsehen sagen durfte. Kapi, kannst du mal die 7 Dirty Words bitte? Mach doch du. Ich finde, du könntest es auch mal etwas... Nein, bitte. Also gut, wenn jemand sagen Siri, please, the 7 dirty words. Fuck, tits, cunt, piss, shit, motherfucker, cocksucker. Oder auf Schweizerdeutsch Mist, Treibemist, so ein Eichpfeifer, Doppel- und Gückelisuger. Ja? Egal. Zurück zum Vatikan. Man weiss ja nicht so. Man meint immer, man wüsste viel über den Vatikan, aber viel weiss man nicht über den Vatikan eigentlich oder Vatikanstaat oder Vatikanstadt, wie es eigentlich heisst. Mit einem halben Quadratkilometer ist es der kleinste Staat auf der Welt. Das weiss man. Davon sind aber 14 Kilometer alleine sind nur ein Museum. Ja? Also Vatikan ist eine Art christliches Ballenberg. Einfach noch viel altmodischer und noch zurückgeblieben. Könnte man sagen. Aber stimmt das? Nein, nicht wirklich. Der Vatikanstaat gibt sich richtig Mühe und hat viele Neuerungen eingeführt. Was der Vatikan in diesem Jahrtausend alles verändert hat. Auch der Vatikan ist im Jahr 2020 angekommen. Hier ein Überblick über all die Erneuerungen im Gottesstaat. 1. Es gibt jetzt einen McDonald's. Das war, was der Vatikan in diesem Jahrtausend alles verändert hat. So, schauen wir uns doch
jetzt mal den Vatikan detailliert an. Was hat es alles im Vatikan? Hier haben wir eine Karte vom Vatikan, jawohl, im Maßstab 1:1. Als erstes fällt einmal auf, dass der Vatikan, ja, da der Petersplatz, hat die Form von einem riesigen Schlüsselloch. Sehen Sie das? Da schaut der Gott durch und die Menschheit zu schauen, der alte Spanner. Ja? Dann die üblichen Sachen. Zum Beispiel hat es hier ein Fernsehzentrum. Hier oben. Fernsehzentrum. Gibt es auch einen satirischen Ort im Vatikan? Ja, jeden Mittwoch 10 bis 11 gibt es Papstaudienz. Aha. Dann wirklich in diesem kleinen Vatikanstädtchen hat es die Apotheke, die ihr hier seht. Die Apotheke ist eine beliebte Mutprobe bei den Vatikaner Jugendlichen, dort nach Kondom zu fragen. Ja? Was man auch nicht weiss, vielleicht der Vatikan hat zwar 3000 Angestellte, aber ungefähr 1000 Einwohner. Und jedes Jahr werden bis zu 5 Babys geboren. Denn ja, es gibt auch Frauen im Vatikan, die nicht Nonnen sind. Nein. Wirklich? Wirklich? Ja, man darf nicht vergessen, also es ist ja wirklich so, dass der Vatikan, die Kirche, ja, die katholische Kirche, sich sehr früh für eine Frauenquote von 50% eingesetzt hat in der Ehe. Ja, in der Ehe ist ja sehr wichtig. Und jetzt passiert aber, sobald sich, das finde ich auch noch spannend, sobald sich die Frauen von ihren Männern trennen, müssen sie sofort die Staatsbürgerschaft abgeben. Egal wie lange sie verheiratet sind, abgeben. Und die männlichen Nachkommen von diesen getrennten Eltern, also die Kinder, verlieren ebenfalls Staatsbürgerschaft vom Vatikan mit 25. Also wenn sie nicht mehr interessant sind für die Priester. Ja? Also ich meine mit 25 wird es ich meine mit 25. Wollen wir da was reich machen? Kapi. Ja. Habe ich jetzt gegen eins von diesen 7 Sakramenten verstoßen? Knapp, aber ich würde sagen, nein. Also, gut. Nochmal Glück hast. Du müsst noch beichten heute Abend. Achtung, beichten. Okay, gut. Aber das ist kein Joke, das war jetzt wirklich eine Bemerkung. Ja, bei mir nicht. Also, weiter. Wo wohnt der Papst? Hier. Falsch, Sonne. Falsch. Der Papst wohnt ungefähr da, Residenz, ja. Da interessant ist auch ein Dorflädeli, der Supermarkt vom Vatikan. Ist auch sehr spannend, wie ich finde. Weil dort hat es immer super Weinaktionen. Ja. Habe ich gehört? Ja. Das ist jetzt knapp an einem der 7 Sakramente vorbei. Aber es stimmt ja wirklich, weil, muss man wissen, die Vatikanesen stehen weltweit immer wieder auf Platz 1 der Weintrinker. Bis zu 100 Flaschen pro Kopf und Jahr werden im Vatikan... Wirklich, ist so wahr, ja? Ist ja kein Wunder, ja? Die können ja Wasser zu Wein machen. Die haben endlose Ressourcen. Deswegen ist auch hinter die Kirche zum Goldenen Kreuz und gerade daneben noch viel wichtiger die Kirche des Blauen Kreuzes. Ist auch dort. Dann haben wir hier die Gendarmerie, die ist hier unten. Schau mal, die Gendarmerie haben wir hier. Die ist auch sehr wichtig, weiss man auch nicht. Aber der Vatikan hat wirklich die höchste Verbrechensrate auf der ganzen Welt. Krass. Ja? Ist es, weil Polizisten immer besoffen sind? Nein. Weil wirklich so viele Taschendiebe auf so enger Fläche zusammen sind. Also wenn du den Vatikan besuchst, hast du quasi immer eine fremde Hand in der Hose. Ja? Entweder von einem Dieb oder von einem Priester. Einfach die ganze Zeit. Sehr schöne Anlage, ja. Sehr schöne Anlage. Schlössli, Türmli, Mauern. Es ist der Vatikan wirklich wie Hogwarts, oder? Ein bisschen. Schau mal da, jetzt der Turm der Winde, ja, hat's da hinten. Dann hat's da den Adlerbrunnen, den Galeerenbrunnen, dann hat's da die leoninistische Mauer, hat's da hinten, ja. Also es ist ein bisschen wie Harry Potter und der Feuerkelch. Ein bisschen so, ja. Aber bleiben wir beim Papst Franziskus, der sogenannte Reformpapst, wie man auch immer nennt. Ja? Aber ist er das, ein Reformpapst? Wir finden, Franziskus ist eher der James Bond. Wieso? Er chattet um die Welt, er steht über dem Gesetz und fährt die geilsten Spezialkerren. Und auch, was euch schon aufgefallen ist, wenn die Kamera nachher hinfährt, sieht man, dass er trinkt seinen Drink auch geschüttelt und nicht gerührt. Ja? Und wie der James Bond wird auch der Papst alle paar Jahre von jemand Neuem gespielt. Die Rolle bleibt immer gleich, aber jeder Papst bringt sein eigenes Flair mit. Der aktuelle Papst Franziskus ist Argentinier, also der erste nicht-europäische Papst seit über 1000 Jahren. Wieder ein Job, den wir an die Ausländer verloren haben. Das ist auch noch spannend. Das ist der erste Papst, der seinen Vorgänger, ja, der vorhergehende Papst, noch lebendig getroffen hat. Weil normalerweise darf ein Papst nicht in Pension gehen und muss so lange arbeiten, bis er tot umkehrt. Ja. Das ist schlau, so muss der Vatikan keine AHV zahlen. Das ist sehr schlau. Ja? Und der letzte Papst Benedikt, der hat das nicht wollen, ja, und hat seinen Posten vor ihm abgegeben. Haben wir ein Bild vom alten Papst vom Ratzinger, vielleicht? Nein, das ist ja viel zu nett, um Papst zu sein. Haben wir ein Bild von dem Oberpappen? Haben wir eins? Ja? Ganz ehrlich, weißt du was? Ich glaube, dass die Regie absichtlich falsche Sachen einspielt.
So als Witz. Also wir versuchen da Wissen zu vermitteln und die dahinter erlauben sich ein Scherzchen nach dem anderen. Ja. Unerhört und ein bisschen respektlos. Ja, finde ich auch. Liebe Regie, nur so als Neugier. Was ist das nächste Bild, das ihr uns zeigen wollt? Ist sicher so eine Sauerei. Was gewusst, die sind alle entladen. Die haben alle entladen. Zurück zum Franziskus. Er ist der erste Papst aus dem Orden der Jesuiten. Und die Jesuiten sind so ein bisschen die Nerds unter den Katholiken. Idealistische Intellektuelle sind das, die sich im stillen Studium und der Armutsbekämpfung verschrieben haben. Also mehr Haus Ravenclaw als Hufflepuff. Ja, wahrscheinlich. Und wie für einen Jesuit üblich, hat auch der Franziskus ein Armutsgelübde abgeleitet. Und er meint es ernst. Ja? Der goldene Thron von seinem Vorgänger, Ratzinger, hat einen schlichten Holzstuhl ersetzt. Krass. Ja, vom Ratzinger eher einen anderen Thron erwartet. Aber die Sparsamkeit von Franziskus geht noch weiter. Er hat einen päpstlichen Lamborghini gehabt, ja, mit so Papststreifen drauf, und den hat er verkauft. Und er hat ihn wirklich vorher noch gesegnet, ohne Witz, bestimmt, um den Preis noch ein bisschen in die Höhe aufzutreiben. Franziskus trägt auch keinen dicken Goldschmuck mehr und keinen dicken, schweren Hut, nur eine leichte weiße Kutte. Hat seinen Preis, dafür muss er jetzt täglich gegen den Wind kämpfen. Also ich glaube, wird jeden Tag aufs Neue getestet. Haben wir noch ein paar so Fotos? Ja, der Papst lebt mega bescheiden, aber sein Kappenverschleiß ist enorm. Ja, wir sehen, der Franzisco leidet noch richtig für seinen Glauben. So sympathisch. Ja, aber ist er wirklich besser als sein Vorgänger, der Ratzinger? Vergleichen wir mal die beiden Päpste mit modernen Mitteln, mit einem Spider-Diagramm, wie ihr es vielleicht von den Politikern her kennt. Kapi, was für Kategorien haben wir auf unserem päpstlichen Spider-Diagramm? Jawohl, wir haben Glaubensstärke, Bibelfestigkeit, Anti-Pedo, LGBTQ+-Freundlichkeit, Frauenrechte, Street Credibility, Boyfriend Material und natürlich Swag. Swag, da freue ich mich drauf. Schauen wir noch das Spider-Diagramm ein bisschen näher an. Links der Ratzinger, rechts der Franziskus. Also, Glaubensstärke, Bibelfestigkeit ist bei beiden sehr hoch. Ja. Ja? Der Ratzinger, der alte Hardline-Streber, kommt sogar die maximalen Punkte über. Boyfriend Material haben jetzt beide dagegen eher nicht. Ja? Spannenderweise ist es nicht wegen dem Zölibat, sondern weil beide einfach mega hässlich sind. Wahrscheinlich von dem. LGBTQ+-Freundlichkeit und Anti-Pedo bei beiden extrem tief. Beim Ratzinger noch tiefer als beim Franziskus. Wieso? Ja, der Ratzinger hat ja Pädophilie und Homosexualität in den gleichen Topf geworfen. Der Franziskus ist ein bisschen besser. Er sagt, man soll Homosexuelle nicht verdammen. Aber gelebte Homosexualität bleibt trotzdem eine Sünde, auch unter ihm. Frauenrecht natürlich bei beiden tief. Ja, die Anti-Baby-Pillen und Kondome sind weiterhin verboten. Der Franziskus hat sogar Abtreibungen mit Kriegsverbrechen und mit Auftragsmord verglichen. Kommen wir zu den freundlichen Sachen. Swag, ja, wie hoch? Schau mal, der Swag ist beim Ratzinger sehr hoch. Klar, bei diesen geilen Schülern und diesen Outfits, verstehe ich das? Ja. Damit kann der Franziskus natürlich nicht punkten, aber dafür die Street Credibility. Ja, da sehen wir mit anderen Priestern beim Psalm battlen. Ja. Was lernen wir daraus? Franziskus lebt sehr sparsam, predigt Liebe und hat sogar Umweltsünden in den Sündenkatalog der Kirche aufgenommen. Aber hinter dieser netten Fassade steckt immer noch ein erzkonservativer Glaubensführer. Am Schluss macht eben gleich das Amt der Mann und nicht umgekehrt. Und ja, gegen den Ratzinger wirken wir sowieso alle wie Heilige. Viele bedauern ja, dass gleich der neue Papst nicht mehr so lustige, farbige Kleider anlegt. Das findet sich ein bisschen schade. Aber zum Glück gibt es ja noch die Schweizer Garde. Ja? Und auch zu der Garde gibt es ganz interessante News. Schaut euch das an. Nachwuchsproblem bei der Garde. Kann man ja beim Carpi jetzt nicht sagen, Carpi, seit wann bist du bei der Garde? Du, ganz ehrlich, ich weiss es nicht. Ich bin gestern in Ausgang und bin heute so aufgewacht. Niemand will mehr in die Schweizer Garde, die legendäre Schweizer Garde, die persönliche Schutztruppe vom Papst im Vatikan, die kleinste Armee der Welt, im kleinsten eigenständigen Staat der Welt. Aber es ist noch cool. Es ist wie Militär und Zivildienst zusammen. Kämpfen und auf alte Menschen aufpassen. Ja. Auch
wir wollen ja auch da wirklich ein paar Fakten interessant zu wissen, wenn wir vermitteln dürfen. Das ist uns ganz wichtig. Ja? Nicht nur die Schweizer Garde ist mit 500 Jahren die kleinste, sondern auch die älteste Aktivarmee in der Welt. Mit der ältesten Uniform. Und es ist eigenartig, dass sie immer noch aktiv sind, weil es ist ja wohl der schlechteste Tarnanzug aller Zeiten. Ja? Ausser man kämpft gerade gegen Schlaraffenland. Ja? Dann ist... Oder gegen FCB-Fans. Ja, das ist auch... Ist ein bisschen Suchbildchen für euch daheim. Sucht, wo sind die beiden Gardisten? Wo sind die beiden Gardisten? Da sind sie, gefunden, genau. Sieht komisch aus, ja, man lacht, ist aber sehr wirksam. Laut Überlieferung sind 1527 bei der Plünderung von Rom mehrere Angriffe vom Rossgate vor Lachen, was die gesehen haben. Ja. Die Schweizer Garde beschützt im Vatikan ja nicht nur den Papst, vergisst man viel, sondern auch die wichtigsten Persönlichkeiten vom Weltgeschehen. Ein super Job also. Exklusiver geht es nicht mehr. Bis man für den Papst stirbt, hat man ein total erfülltes Leben. Ja, das ist wie Hühner in Freilandhaltung. Ungefähr so. Aber sie können ihre Eier behalten. Nein, das lassen wir. Das lassen wir. Das lassen wir. Und wenn das nicht genug wäre, ja, hat der Vatikan hat, ein Rekrutierungsvideo gepostet, also immer wieder ein ganzes Jahr durch, also quasi 4 Stationen lang, haben sie das gemacht. Und wir wollen jetzt nicht reinschauen, sie sind krass langweilig, die Videos. Wir haben selber ein Werbevideo gemacht und finden es viel besser. Du bist Schweizer, jung, belastbar und interessiert an einer besonderen, wichtigen Aufgabe. Du hilfst gerne älteren Menschen. Dann komm zur Spitex. Falls dir das zu langweilig ist und du doch auch gerne mal etwas verdienen möchtest, dann komm lieber zur Schweizer Garde. Wir bieten dir 2000 Franken im Monat, freie Kost und Logis, tolle bunte Hosen und, so Gott will, nächtlicher Herrenbesuch von einem alten Kardinal. Eine Gaudi. Schau her, die Hosen sind der Hammer. Can't touch this. Stopp, Hosenzeit. Stopp, Hosentime. Ganz klar, die beste Uniform der Welt. Viel besser als das, was die Garde der Queen anhat. Was für ein dummer, langer, haariger Hut. Was ist dort drin? Tee? Und die engen Hosen. Kein Wunder laufen die so komisch. Und das Gewehr. Wie soll man sich damit verteidigen? Die haben ja nicht mal eine Hellebarde. Als Gardist sorgst du persönlich für die Sicherheit des Heiligen Vaters. Du bist der bewaffnete Arm des Gottesstaates. Also wie der IS, einfach mit geileren Hosen. In der Schweizer Garde warten spannende Aufgaben auf dich. Im Palast Wache stehen, beim Petersdom Wache stehen, bei dem Tor dort drüben Wache stehen, an der Straße Wache stehen, neben dem Papst Wache stehen und am Wochenende Hosen bügeln. Jeder Tourist will ein Foto von dir, um es zu Hause herumzuzeigen und zu rufen, "Look how stupid looking." Das war holländisch und heißt, schau mal, was für schöne Hosen. Wir sind die Schweizer Garde. Noch nicht überzeugt? Hier noch ein paar Bilder von alten Männern. Und hier noch eins von der wirklich geilen Hose. Soderli, bewirb dich noch heute unter schweizergarde.ch und Hosengröße nicht vergessen. Ja, oh Gott, oh Gott. Wir kommen alle in die Hölle. Aber ja gut, dann lassen wir das noch sein. Jetzt, meine Damen, freue ich mich auf Jetzt, meine Damen und Herren, freue ich mich auf sehr, sehr hohen Besuch. Er ist wirklich der Schutzheilige von der deutschen Stand-up-Szene. Er ist der bayerische Papst vom Humor. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, freut euch, klatscht in die Hände für den großartigen Michael Mittermeier! Es ist sehr schön. Heute Abend in der Sendung mit mir ein Deutscher, Bayer, ne? Weil jemand, die reden den ganzen Abend über Vatikan und Papst. Habt ihr Schweizer schon mal einen Papst gehabt, hä? Nein, haben wir nicht gehabt, ja. Schweizer reden über den Vatikan, das wäre wie wenn ein Blinder über Dia-Show beurteilt. Pass auf, na, wir Bayern hatten einen Papst, habt ihr ja vorher schon gesagt, und den gibt's auch noch, der ist nicht tot. Ja? Wir hatten dann aber einen Papst-out. Bei unser Ratzinger Sepp, der ist dann plötzlich zurückgetreten. Typisch weinerlich deutsch so, ich trete zurück.
Rente mit 86. Hey, andere wären froh, wenn sie einen Job hätten. Hä? Aber gut, vielleicht war es auch ganz gut, ich meine, wenn die zurücktreten, bevor die so ganz senil werden. Ich meine, hat der neue Papst auch schon gesagt, er kann sich das vorstellen, zurückzutreten. Und wer sich noch erinnert, zum Beispiel, der Vorgänger vom Razzi, der Johannes Paul, der war schon 2 Jahre tot, bevor er offiziell gestorben war. Die haben den ausgestopft, haben den an den Tisch gesetzt. Unterm Tisch, da saßen 2 ehemalige Puppenspieler von der Muppet Show. Und der Typ neben ihm vom Vatikan, das war ein Bauchredner, immer so. Ich glaube, jetzt ist jemand erstickt. Das ist schön. Habt ihr das gehört? Oder ist es Papstfetischismus? Als aber der deutsche Papst, der Ratzinger, also weg war, dann wurde ein neuer gewählt, demokratisch. Demokratisch. In Italien. Come on. Da ist doch sicher so eine heilige Zauberformel mit dabei, Zwinkerschweizer. Nein, ist euch das noch nie komisch vorgekommen, wie man den Papst wählt? Konklave. Da gehen diese Kardinäle in einen dunklen Raum. Türen werden verriegelt, die Fenster werden zugenagelt, keiner darf mehr raus. Und die da drin dürfen nicht über das sprechen, was da drin abläuft. Und irgendwann steigt von drinnen Rauch auf. Haben wir noch Fragen? Die kiffen, die Burschen hier! Jawohl! Habt ihr das schon mal gesehen, wie selig die mal schauen, wenn die da aus dieser Sixtinischen Kapelle kommen? So, wie Schweizer beim 100-Meter-Lauf. Na, es hat... Hey, 2 wollten klatschen, das ist okay. Nein, solange er nicht am Elfmeterpunkt steht, ist alles gut. Na, pass auf. Und wenn sie dann auf dem Balkon stehen, diese Kardinäle, und immer so, Habemus, Papa, diese komische Kiffersprache, oder? Es könnte auch jamaikanisch sein, so, Habemus, Papa, no woman, no cry, Habemus, could you be loved, Habemus, oh be loved. Und das Prinzip mit dem weißen und schwarzen Rauch, hey, cool, da stehen die Kardinäle so an diesem Ofenkamin in der Sixtinischen Kapelle. Hey, wir brauchen schwarzen Rauch, hol's den Afghanen. Michael Mittermeier, mein Lieber. Sehr schön, sehr schön. Michael, wo kann man dich sehen? Du bist ja auf Tour mit dem 12. Programm, Herrgott. Wo kann man dich sehen? Eigentlich jetzt zum letzten Mal in der Schweiz. Ich mache Derniere am 31. Januar in Zürich in der Samsung Hall und dann gibt es dieses Programm nie wieder. Lucky Punch. Okay, Lucky Punch mit Untertitel Die Rache der Todeswuchtel. Nein, die Todeswuchtel schlägt zurück. Das ist ganz wichtig, dass das richtig ausgesprochen wird. Also, Rache oder zurück, das ist ja egal. Aber was man sich wirklich fragt, was zur Hölle ist eine Todeswuchtel? Ja. Oder? Ja. Also gerade erst... Ja, schaut aus wie eine, aber... Okay, Michael Mittermeier! Ja, Amen. Aber reden wir jetzt mal über die dunkle Seite vom Vatikan, verborgene Machenschaften und Millionenbeträge, oder anders gesagt, über die sagenhaften Wunder von der Geldvermehrung im Vatikan. Geschätzte 13 Milliarden Franken hat der Zwergstaat auf der hohen Kante und keine Staatsschulden. Das ist nicht schlecht für einen christlichen Vergnügungspark, der als einzige Attraktion einen winkenden alten Mann in Frauenkleider bietet. Nebst ihrem Eigentum an historischen, unschätzbaren Gebäuden im Vatikan selber hat es natürlich auch noch welche rund um die Welt. Ja? Und eine enorme Sammlung von Kunstwerken, Schmuckstücken und außerdem mit dem Vatikan noch ganz andere Vermögen. Ja? Das Wort Gottes. Kapi, was ist mit dir los? Entschuldigung, ich glaube, die Uniform färbt ein bisschen ab. Ja, ich finde es auch. Nein, natürlich nicht. Ich rede von schnödem Geld. Schnödes Geld. Mega viel Stutz hat der Vatikan. Der Grundstock ist 1929 gelegt worden. Ich weiss nicht, ob ihr das wisst, aber das ist wirklich so. Vom Pizza-Hitler persönlichen Mussolini. Forza, 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 Forza. Schaut ihr da runter? Forza, Forza. Mussolini hat wirklich 1,7 Milliarden
eine Lire im Vatikan gegeben, dass sein Regime anerkannt wird vom Papst. Ich weiss, das tönt jetzt nicht noch mega viel, 1,7 Milliarden Lire, da kommen wir heute für ein Spiegel-Schutti-Bildchen über. Aber dazu war es unglaublich viel Stutz gewesen. Und was haben sie mit den Zahlungen gemacht? Der Vatikan ist sehr schlau. Sie hat sofort Offshore-Investments angelegt. Also so richtige, das passt zum Vatikan, so richtige Paradise Papers. Ja? Also er hat Geld gewaschen, mit geweitem Wasser allerdings. Und dann hat er 1942 nochmal eine gute Idee gehabt und hat eine eigene Bank gegründet. Vatikanbank. Und er hat ein weltweites Immobilienimperium aufgebaut. Ein Fun Fact. Unter anderem ist der Vatikan Vermieter, und das ist wirklich wahr, von der grössten schwulen Sauna Europas. Ja? Das ist wirklich kein Witz. Oh, forza, forza, forza. Oh. Raus, du Fascho! So. Und so Immobilien werfen natürlich wahnsinnig viel Geld ab. Das könnt ihr euch vorstellen. Dazu kommt ein Teil von der weltweiten Kirchensteuer und der sogenannte Peterspfennig. Das ist eine jährliche Spendensammlung weltweit und die geht direkt an den Papst und den Vatikan und ist gedacht zugunsten der armen Leute, der Bedürftigen. Das sind jährlich 50 bis 100 Millionen Franken. Und von dem Geld gehen aber tatsächlich nur rund 20% gehen wirklich an die Bedürftigen. Prego. Und mit dem Rest ist fleissig investiert worden. Zum Teil in absurde Projekte, zum Beispiel in Kinofilm. Ja, in Kinofilm hat der Vatikan investiert. Jetzt nicht in Filme, wo die Priester vielleicht noch geil oder attraktiv finden wie Kevin allein zu Hause. Nein, sorry. Ich wollte mich entschuldigen. Wir haben jetzt genug so Anspielungen gemacht. Ich finde, nur weil du ein Bub alleine daheim ist, das ist doch kein Grund. Ja? Nein, wegen Weihnachten. Ah ja, das stimmt. Ja, okay. Aber das ist nicht Kevin allein. Nein, es ist verreckt. Wirklich wahr. Der Vatikan hat zum Beispiel 1 Million Euro in die Produktion hineingesteckt vom Film Rocketman. Rocketman! Hello, Rocketman. Also ein Film über das Leben von Elton John. Wieso Elton John und Vatikan? Ja, pompöser Lifestyle, Homosexualität, farbige Gewänder, sehr viele Candles in the Wind. Und was hat der Vatikan nicht, wo der Elton John hat? Coole Songs, nehmen wir jetzt mal an. Dann 2013 kommt jemand, der Papst Franziskus aus Argentinien. Buenos dias, Angela Merkel. Der Papst Franziskus hat es bei seiner Wahl wirklich zur Mission gemacht, im Vatikan zünftig aufzuzoomen. Also jetzt nicht unbedingt mit Missbrauchsvorwürfen, das wäre ja mega anstrengend, das wäre mega viel Arbeit, das wäre eine Syphilisarbeit, Sisyphusarbeit. Entschuldigung. Nein, er wollte wirklich aufräumen. Danke vielmals. Er wollte aufräumen wirklich mit den Finanzen. Er hat ein Wirtschaftssekretariat gegründet im Vatikan und hat es unter die Leitung gestellt von einem Kardinal, George Pell. Da kommt er. Dominic Sanctus Fidibus. Und der hat dann auch ganz schnell mal behauptet, er habe 100 Millionen Euro gefunden, die in keiner Buchhaltung auftauchen. Wow, wie praktisch. Hat es sich ja wirklich gelohnt, den Pell hier einzustellen. Wo findet man im Vatikan 100 Millionen Euro? In einer Gardistenhose. Dort hat es wahrscheinlich Platz. Dummerweise hat der Pell dann müssen seinen Posten wieder räumen. 2018 ist er wegen, ihr werdet es nicht glauben, es ist sehr enttäuschend, wegen Kindesmissbrauch angeklagt worden. Ja? Oh, wie gesagt, Sisyphus-Arbeit. Ja? Das hat dem Papst Franziskus natürlich Buch gemacht. Oh no, Stomico, aua. Aua, schlechte Pizza Calzone, aua. Nein, nicht wegen Pizza, auch nicht wegen Missbrauch. Aber wer schaut jetzt zu den Finanzen? Und jetzt kommt der Auftritt vom ersten wirklich offiziellen Buchprüfer in der Geschichte vom Vatikan. Der hat der Papst Franziskus eingestellt. Der erste offizielle richtige Buchprüfer. Da ist er, der Libero Milone. Buongiorno a tutti. Auch der Milone hat behauptet, auf einem Schweizer Konto über 100 Millionen Euro. Euro. 100 Milone. Grazie, Mama, grazie, prosciutto. Im Vatikan ist es anscheinend einfacher, irgendwo 100 Millionen Euro zu finden als eine Frau. Ja?
Aber schon nach 2 Jahren bereits hätte Milone seinen Job aufgeben. Ja. Schuld ist der damalige Verantwortliche vom Staatssekretariat, der ihn anscheinend zum Rücktritt gezwungen hat. Das ist der hier, der Giovanni Angelo Becciu. Ciao ragazzi, fumi? Questo posto è libero? So, ja. Er hat ihm zu viel rumgeschnüffelt. Der Milone, deswegen hat er ihn rausgerührt. Ja, aber was hat jetzt das mit dem aktuellen Finanzskandal zu tun? Also, lass zu. Tätig sind all die Investitionen. Ja, sind tätigt worden vom Centurion Global Fund. Ja. Der besteht zu 2/3 aus Geldern vom Vatikan und wird verwaltet. Achtung, jetzt wird es immer besser. Er wird verwaltet von einem Ex-CS-Mitarbeiter mit Wohnsitz im Tessin, dem Enrico Grasso. Leider haben wir kein Bild von ihm gefunden, deswegen nehmen wir jetzt einfach das. Ja. Er hat Kontakt hergestellt zu einer wunderschöne Liegenschaft in London City, also in Chelsea. Hat er diese wunderbare Liegenschaft. Beautiful Liegenschaft. So. Und an dieser Liegenschaft hat sich der Vatikan mit 45% beteiligt, also rund 180 Millionen Euro, ja, die er da aus dem Vatikanbänkli rausgenommen hat, haben sie hier investiert. Ein finanzielles Desaster. Nach der Brexit-Abstimmung 2016 hat die Immobilie massiv an Wert verloren. Und Erdogan hat sich selber noch mal 60 Millionen eingestrichen für sich selber. Also, es ist alles an die Wand gefahren. Was macht also der Vatikan? Ein Stossgebet. Oder Selbstgeiselung. Nein. Man hat einfach wirklich die restlichen 55% von dieser Immobilie dazu gekauft. Ja? Haben gedacht, hey, irgendwie schon noch schön. Ich meine, in London kann man doch irgendwann mal brauchen. Super schön. Und wer hat beim Vatikan für das Verlustgeschäft unterschrieben? Unser Freund, der Giovanni Angelo Becciu natürlich. Erinnert euch? No, ragazzi, ich habe gar kein Auto. Hat er probiert, hat nichts genützt, er ist aufgeflogen, weil der Giovanni von der Vatikansbank verpetzt worden ist. Sogar denen ist aufgefallen, dass sich da jemand einen weltlichen Zustupf holen wollte. Es ist zu einer Razzia gekommen und viele von den Verantwortlichen sind auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Nein, das nicht. Sie sind nicht verbrannt worden, aber sie sind gefeuert worden. Ja? Da unser Freund Giovanni Becciu, er auch? Nein, nicht wirklich. Also so halb. Er ist als Dank zum Kardinal ernannt worden und ist jetzt wirklich zuständig im Vatikan für die Heiligsprechung. Zu Recht. Ja? Weil er hat ja, das muss man sagen, wirklich, ohne jede Zweifel, hat er wirklich Wunder vollbracht. Ich meine, Jesus hat Wasser zu Wein verwandelt, okay. Aber der Giovanni hat Millionen Euro einfach zur Luft gemacht. Ja? Und das ist das grösste Wunder, das, glaube ich, je passiert ist. Ja? Er hat den hochkonservativen Vatikan dazu gebracht, einen Film über den Elton John zu finanzieren. Halleluja! Seit dem Geschäft steht der Vatikan vor dem Bankrott, heisst es. Neue Geschäftsmodelle sind gefragt und wir haben jetzt einen Gast direkt aus Rom, der uns mehr wird dazu erzählen. Meine Damen und Herren, da ist er, der Herr Göldi! Amen. Herr Göldi, direkt aus Rom. Erzählen Sie, Sie sind Ministrant. Nein, ich bin der älteste Ministrant von der Schweiz. Das heisst, ich bin nicht ein Ministrant, ich bin ein Maxistrant. Warum sind Sie Mini- oder Maxistrant? Wie Sie schon gesagt haben, die katholische Kirche hat mit einem starken Mitgliederschwund zu kämpfen. Das heisst, wir müssen neue Geschäftsmodelle herausfinden. Und darum habe ich mir ein Projekt überlegt. Und das ist ein Projekt, das heisst Rent a Ministrant. Also bei uns können jetzt auch Zivilisten Ministranten mieten. Ministranten mieten? Richtig. Also, seien wir doch mal ehrlich. Bei den Ministranten ist es genau wie bei den Autos auch. Ein Ministrant wird nur selten benutzt. Also man braucht ihn irgendwie einmal in der Woche. Ne? Vielleicht am Sonntag für ein paar Stunden in der Kirche. Ne? Aber sonst steht er eigentlich die ganze Zeit in der Garage, also in der Sakristei umeinander und rostet vor sich hin. Das heisst, wir müssen mit der Zeit gehen. Und die Zeit von heute ist die sogenannte Zeit von der Share Economy. Sharing heisst Caring. Und darum haben wir gesagt, wir müssen es einfach machen wie Airbnb, aber einfach für Ministranten. Und für was soll man jetzt so einen Ministrant mieten? Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, überlegen wir uns doch mal, was sind eigentlich Kernkompetenzen von einem Ministrant? Das sind vor allem weiss angelegt sein und Zeug heben. Das
heisst, theoretisch könnte man mieten als Zügelhilfe. Oder als Geist in der Geisterbahn zum Beispiel. Ne? Oder warum nicht als Nachttischli? Als Nachttischli nimmt man gerade am besten 2, einen für links, einen rechts. Dann täten die einem auch am Abend noch schön in den Schlaf hineinschwingen mit so 2 mit schönen latinischen Liedli. Ne? Und am Morgen, zack, gerade auch noch als Wecker. Also ich bin mal ganz ehrlich, Herr Göll, die Ministranten vermieten ist jetzt schon ein bisschen Seich, nicht? Wieso? Die Idee wird ja schon längstens überall umgesetzt in der Welt. Ja, aber sicher, Ministranten gibt es ja überall, einfach weltliche Ministranten. Schauen Sie sich mal umeinander. Bei den Fußballmatch, die Einlaufkinder, Ministranten. Beim Tennis, die Balljungen, Ministranten. Oder da Ihre Sendung, Herr de Ville. Also rein liturgisch gesehen ist Ihren Kapi nichts anderes als ein Ministrant. Und ganz ehrlich, also ich könnte Ihnen Ministranten vermitteln, also die würden die gleiche Arbeit besser, schneller, für den halben Preis machen. Wirklich, Sie können auswählen, wir haben alles. Wir haben Appenzeller, Aargauer, Basler. Leute, einmal einen Zimbabwe zwischendurch, warum auch nicht? Diversity, Herr de Ville, Diversity, haben wir alles dabei. Ministrantenmiete, könnte das nicht auch falsch verstanden werden? Nein, im Gegenteil. Stellen Sie sich doch mal vor, wie Ihr Leben plötzlich an Bedeutung gewinnen, wenn Sie überall, wo Sie hingehen, einfach plötzlich von 2 Ministranten begleitet werden. Wirklich, egal wo Sie hingehen, laufen links und rechts 2 so geschniegelte Burschen, die aussehen wie so 2 gut erzogene Bodyguards aus einem alpinen Internat. Neben ihnen her wäre doch schön, zum Beispiel, weiß auch nicht, im Fitnesscenter zum Beispiel, als Personal Trainer. Ne? Der eine ruft ihnen zum Beispiel zu, motiviert sie, sagt so 1 und 2 und 1 und 2 und dann sagt, so musst du machen, so mit der Hand so, dass so aussieht. Oder irgendwie in der Bäckerei zum Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Bäcker am Morgen, bestellen das Brot, sagen, ich hätte gerne ein St. Galler Brot, ein Pfünderli, und dann wiederholt es plötzlich von links und rechts aus doppelter Ministrantenkehle, singend auf Latinisch, Habemus panem St. Gallum per favorum. Ich sage Ihnen, Sie kommen das Brot sofort gratis über. Tönt sehr spannend. Herr Göldin, vielen, vielen Dank für den Einblick in Ihres Business. So, und das ist auch schon wieder gesehen von dieser Sendung. Mit dabei sind gesehen der Maxi-Strand Gabriel Vetter, der bayerische Papst Michael Mittermeier, als Gardist der Kranke. Und nächste Woche haben wir Gott persönlich da, Hazel Brucker. Schaut zu. Amen. Und ganzes heiliges schönes Wochenende. Ciao zusammen.